Ein Geheimnis umgibt dieses Reliquienkissen. Für seine Besitzer ist es nicht komplett gelüftet, denn die spirituelle Gebrauchsanweisung ist in Latein verfasst. Ich habe leider die Übersetzung daheim liegen lassen von lauter schnell. Und da hat die heilige Maria ja einen Fuß drauf gehabt. Sagen's. Glaubst du das? Ja, und wir sind ja streng katholisch. Gefällt sie Ihnen? Ja, mir gefällt das schon. Ich mag so Sachen. Haben Sie eine Vorstellung, was das wert sein kann? Ach, der, wo das übersetzt hat für uns, der hat sich da ein bisschen schlau gemacht für seine Sachen, so um die 3.000 bis 4.000 Euro. Wer es mag, ist klar. Aber Sie geben es nicht her? Nein. Das möchte man schon noch halten. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie bringen etwas Ungewöhnliches. Was haben Sie denn? Ein Fußkissen, eine Reliquie aus Italien, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts laut Urkunde. Das war ein Geschenk von einem Pater und meiner Frau beim Umzug. Und der wollte es dann nicht mehr mitnehmen. Er hat gesagt, mitnehmen kann er es nicht. Ja, das kann man leider nichts. Hat denn der Pater sonst noch ein bisschen mehr dazu wissen wir leider nicht. Nein, gar nichts. Leider gar nichts. Und jetzt würden Sie gern wissen? Alles. Alles. Gut. Dann? So, ich habe die Urkunde jetzt schon mal aufgefaltet. Ich habe hier schon gesehen, beim Aufblättern, da gibt es auch ein Siegel, also eine Bestätigung, auch eine Unterschrift. Und da geht es ja mit einer schönen Initiale, also gedruckt auch, also keine nur handschriftlich verfertigte Urkunde, um einen Nikolaus Mancinforte De et Apostolice Sedis Gratia Episcopus Ancona, also den Bischof von Ancona. Den Nikolaus Mancinforte oder Mancinforte kennt man auch. Der hat sein Episkopat in der Mitte des 18. Jahrhunderts gehabt, 1740er, 50er Jahre, meine ich. Und ist einer von den vielen Bischöfen dieser kleinen Bistümer in Italien gewesen, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, die inzwischen zusammengelegt worden sind, kommt aus einer Familie, die namhaft ist in Italien und der hier offenbar etwas, wenn ich das von der Seite so lese, bestätigt. Genau, jetzt muss man natürlich ganz schnell den lateinischen Text überfliegen. Es sind einige Sachen groß gedruckt, nämlich zum einen Sub pede Sancte Annae, Matris Dei Pare Virgines etc. etc. Das gibt uns tatsächlich schon einen Hinweis auf das Objekt selbst, nämlich Sub pede Sancte Annae bedeutet unter den Fuß der heiligen Anna gelegt. Und wir gehen jetzt davon aus, dass dieses Kissen eine sogenannte Berührungsreliquie ist. Das heißt, es wurde unter den Fuß der heiligen Anna gelegt und dann an Pilger in der Regel verkauft. Damit konnten sich die einzelnen Bistümer auch gut finanzieren mit solchen Pilgerandenken. Ancona war ein großes Pilgerzentrum. Ja. In der Kathedrale, die hier auch genannt ist, diese Sancti Cyriaci Cathedrali, ist hier auch explizit noch erwähnt, dass inter alias insignes reliquias, also dass es in dieser Kathedrale noch weitere Reliquien gab, nicht bloß den Fuß der heiligen Anna. Und dementsprechend war Ancona ein großes Ziel für Pilger auf dem Weg nach Rom zum Beispiel. Ja, die Cyriakuskathedrale in Ancona ist ja heute noch die größte Sehenswürdigkeit in dieser Stadt und jenseits der religiösen Bedeutung heute natürlich auch kunsthistorisch gern besucht. Und wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das wir vielfach kennen, dass nämlich die Heilkraft von Reliquien über Berührungsreliquien für jedermann zugänglich gemacht wird, dass man sie mit nach Hause nehmen kann und offenbar hier in solchen schönen, mit Gold bestickten Kissen in einer ganz besonders schönen Form mit einem Band, an den dann diese Urkunde angefügt ist und damit auch eine Bestätigung zeigt, dass das wirklich ein Stück ist, das in Ancona an diese bedeutende Reliquie gehalten worden ist und man die Heilkraft sozusagen translozieren kann. Also ein, wenn man so will,
über viele Jahrhunderte geübtes Prozedere von Volksfrömmigkeit. Ganz genau. Hier noch schön natürlich, weil man diese Bestätigung mit dazu hat, die ja auch datiert ist. Ich habe, glaube ich, 1748 gelesen. Die Datierung ist handschriftlich, der Text selbst ist gedruckt, was natürlich wieder ein Hinweis ist, dass das kein Einzelstück ist. Genau. Das heißt, es wurde garantiert in vielfacher Zahl hergestellt und an die Pilger weitergegeben. Wenn man das Ganze jetzt erwerben möchte, ich weiß gar nicht, ob man das im Kunsthandel so wahnsinnig oft antrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwischen 200 und 400 Euro dafür erzielen kann. Es fällt ein bisschen aus dem Rahmen, denn man kennt die Klosterarbeiten, in die diese kleinen Reliquienpartikel eingearbeitet sind. Hier hat man jetzt das Fußkissen der heiligen Anna als Berührungsreliquie. Außergewöhnlich, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Wiederschauen.